So, also willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir Frag eine Cosplayerin. Ja, heute mit Dani und Freddy. Absolut. Ich bin Melina, ich bin 19 Jahre alt. In meiner Freizeit schlüpfe ich gerne in die Rolle verschiedener Fantasy-Figuren. Das ist Modern Freude. Spaß. Heute bin ich als Star Guardian Lux aus League of Legends hier. Das ist nicht das, was hier da ist. In meiner Freizeit schlüpfe ich gerne in die Rolle verschiedener Fantasy-Figuren. Heute bin ich als Star Guardian Lux aus League of Legends hier. Logisch. Hättest du doch erkannt, Alter, Donny. Ja, Kannst du mir das sagen, was du willst? Steht ja am Titel. Hi Melina. Robino fragt, woher kommt die Cosplay-Kultur? Japan. Cosplay kommt aus Japan. Let's go. Das ist ungefähr um die 2000 herum mit dem Anime- und Manga-Hype zu uns nach Europa gekommen. Da hat das auch ungefähr angefangen, dass Leute hier auch gestartet haben, sich wie ihre Lieblingscharaktere zu verkleiden. Komisch bewegen die Cosplay setzt sich aus den Worten Costume und Play zusammen. Also man stellt einerseits den Charakter vom Aussehen her dar, aber auf der anderen Seite versucht man auch sein Verhalten so gut wie möglich zu imitieren. J-Dot fragt, was investierst du monatlich an Geld, um Kostüme herzustellen? So, jetzt wird geraten. Was meint ihr? Gut, warte. Monatlich? Ach so, ein Tausiger? Ich sage 2000. Weil das ist schon Das sage ich 1500. Weil, Nein, ich sage, und das sage nicht 750. geht. Den monatlichen Betrag gibt es dabei so gar nicht, da ich nicht jeden Monat ein Kostüm herstelle oder kaufe. Gut. Das verteilt sich eher auf das ganze Jahr über, Okay, stopp, aber wenn ich einen durchschnittlichen Preis nenne, Jahresbetrag. Okay, warte. Ich sehe, was du sagst oder nicht. Das heisst, Oh je, Alter. Ja, nein, das ist schon nicht an dem Monat ein neues Kostüm. Ach, hier. 5000, ach, nicht einmal, 3000 im Jahr. 3000 im Jahr. Hier der Käufe, ja. 4000. Ist kein Hedgefondsmanager. Ich sage 3000. Was sagt 4. ihr? und wenn du 15. Gut. müsste, dann wären es bestimmt so 50 bis sogar 100 Euro im Monat. Was? Das ist ja nichts, Alter. Da tut er auch noch, Freddy, Ja, warte. auf. Du mal, es gibt 1200, also ich habe gewonnen. Also, nein, ich habe nicht gewonnen. 500 nehmen wir jetzt mal an. Was, 500? Was hättest du gesagt? Und 50 bis 100 Steine. Das geht jetzt mit 100 Steinen, 1200. Aber. MNVC fragt, wie viel Zeit verbringst du damit, um ein Kostüm Okay, stopp. herzustellen? 10.000. 1000. Also, warte, jetzt ausrechnest 100 Euro pro Monat. Zeitaufwand. Das soll es nicht. Nein. Ich würde sagen, Ein Ich Kostüm. sage 30 Stunden. 30 Stunden für ein Kostüm. 4 Wie viel sind Wochen. 15 Wie viel am Stunden. Stück gewesen? Nein, 2 Wochen, würde ich sagen. Es kommt natürlich darauf an, ob ich die Kleidung kaufe und dann nur noch Accessoires oder Waffen oder ähnliches herstellen muss. Wow, Waffen! Spielzeugwaffe, hallo. Wow, Spielzeugwaffe. Oder ob ich von Grund auf alles selber mache, also die Kleidung nähe, die Schnittmuster erstelle und das Ganze dann nach und nach entwickle. Aber so grundsätzlich braucht es schon auf jeden Fall ein paar 100 Stunden, würde ich sagen, wenn man das komplett selbst... Ein paar 100 Stunden. Wie viele Stunden sind 2 Wochen? Das wäre ja rechnen. 336. Das sind ein paar 100 Stunden, also habe ich richtig. Geht weiter. Luska Seno fragt, was sagen eigentlich deine Eltern dazu? Am Anfang waren die so, was ist denn das, was machst du da, warum willst du das machen? Aber Warum tust du die 100 Stunden für das Kostüm brauchen? besonders mein Papa war sehr unterstützend und er hat mir auch am Anfang sehr viel geholfen Was? mit Waffen oder Ähnlichem, da er gelernter Schreiner ist. Und Ja, logisch, Alter. Krass. Was machst du da? Ja, so Kostüme mit Waffen. Waffen!
Ein richtiger Hobbyhandwerker. Das will ich bauen, das will ich bauen. Sehr viele Tipps geben konnte. Bei meiner Mama hat es ein bisschen länger gedauert, bis sie das so akzeptiert hat oder auch für gut befunden hat. Aber mittlerweile ist das überhaupt kein Problem mehr und die fahren mich auch sehr viel zu Conventions und sie unterstützen mich auch finanziell sehr dabei. IWLP fragt, was war das außergewöhnlichste Cosplay, mit dem du je zu tun hattest? Also mein außergewöhnlichstes Cosplay ist, glaube ich, Tyrande Whisperwind aus dem Spiel World of Warcraft. Jawohl. Ich weiß jetzt genau, was das ist. Sie ist eine Nachtelfe und das war das erste Mal im Cosplay, dass ich mit Bodypaint konfrontiert wurde. Ich musste also meine Hautfarbe ändern. Sie hatte Elfenohren, sie hatte sehr große Augenbrauen und zusätzlich auch noch Kontaktlinsen, bei denen man nicht gerade viel sehen konnte, da sie auch über die Pupille ging. Ja, aber das ist doch einfach, nicht? Das geht. Ich meine, also für mich ist es schwieriger, so ein Kostüm zu schneiden, zu nähen und so. Zu bieten. Verschiebe wahrscheinlich nicht. SP fragt, sind Cosplayer schüchtern und nutzen die alternative Identität, um sich sicherer zu fühlen? What the fuck? Für mich kann ich ganz klar sagen, nein. Ich bin auch im echten Leben sehr offen und rede sehr gerne mit Leuten und ich bin mit meiner Identität super zufrieden. Im Cosplay habe ich einfach die Möglichkeit, nochmal jemand anderes zu sein und auch mal eine andere Identität anzunehmen. Es macht mir einfach Spaß, das so auszuleben und anderen Leuten zu präsentieren. Fatih Zijek87 fragt, hast du Sex in dem Kostüm? Jetzt! Ja, schon Real so eine Talk! Oh, jetzt habe ich vorgemacht. Real Talk jetzt! Nein, ich trenne meine sexuellen Vorlieben und mein Hobby ganz strikt. Es kann sein, dass ich da nicht für andere Personen spreche, aber bei mir ist es definitiv nicht so. Ich habe auch jetzt nicht so das Interesse daran, in den meist sehr synthetischen Stoffen und in der Perücke so etwas zu betreiben, wo man Spießerin, Alter. dann doch vielleicht sehr ins Schwitzen kommt. Und es könnte ja sogar was dabei kaputt gehen beim Cosplay und das ist ja jetzt nicht der Sinn dahinter. Aber wollte denn jemand mal Sex mit dir im Kostüm haben? Das und sehr viele andere merkwürdige Anfragen kommen besonders über Instagram mal wieder rein. Sliding in her DMs, Leuten, die ich da nicht Alter. kenne. Und Entschuldigung. sowas fand ich Freddy. nicht grundsätzlich immer, weil daran habe ich, wie gesagt, kein Interesse. Zukiz fragt, bist du schon mal in einem Cosplay auf einem Date gewesen? Nein, als ob. Also es kommt schon mal vor, dass man halt auf einer Convention Leute kennenlernt, mit denen man sich dann gut Aber ist doch kein versteht. Date. Und mit denen man dann öfter noch mal was macht, wo man auch im Cosplay ist. Aber explizit, dass ich gesagt habe, hey, wir gehen jetzt auf ein Date und dabei ziehe ich mein Cosplay für dich an, das ist noch nicht vorgekommen. Origami-Herzchen fragt, sollte dein Partner auch in der Cosplay-Szene aktiv sein? Natürlich. Also natürlich ist es schön, wenn man so ein großes Hobby mit seinem Partner teilen kann. Man kann halt dadurch auch sehr viel unternehmen. Man kann zusammen an Kostümen basteln, man kann zusammen Veranstaltungen besuchen. Aber ich würde nicht auf die Partnersuche gehen und sagen, ja, ich suche mir jetzt einen Partner aus, der auch Cosplay macht. Ramtamtam fragt, Ramtamtam. Schwitzt du in deinem Kostüm? Nein, weißt du, sind Ventilationen drin. schwitzt du in deinem Kostüm? Das kommt natürlich einerseits auf das Kostüm an und auch auf die Jahreszeit. Im Winter natürlich nicht so stark wie im Sommer, aber grundsätzlich ja. Movies Music fragt, wie weit passt sich dein Charakter deiner Rolle an? Was? Also wenn ich auf Conventions nur normal rumlaufe, dann bin ich im Kopf natürlich immer noch ich selbst. Aber wenn es dann dazu kommt, dass ich Fotos machen soll, dass ich an Wettbewerben teilnehme oder vielleicht auch mit Fans spreche, die diesen Charakter sehr gut finden, dann versuche ich diese Rolle so stark wie möglich zu vertiefen. Wie soll das funktionieren? Wenn du ein Spielcharakter bist, wie willst du da die Rolle machen? Also ich verstehe es bei Sättigen, die halt so Storys haben, weißt du, so Storyline oder so irgendetwas, aber bei Spielcharakteren, die einfach so Champ, also so, wie sagen wir dem, so Auswahlmöglichkeiten, die sind ja meistens nicht eine Stimme oder ein Charakter. Ja. Keine Ahnung. Ich versuche, wie der Charakter zu reden, ich versuche, die Charaktereigenschaften anzunehmen und auch mich so zu bewegen wie der Charakter. Also würdest du für uns auch mal in die Rolle der Lux schlüpfen? Natürlich. Aber genau das hat er gesagt. Mein Name ist Lux. Ich lebe in Demacia in der League of Legends Lore.
Heute trage ich meinen Star Guardian Skin und kämpfe mit meinen anderen Sternenwächter für die Gerechtigkeit. Donne. Warum Das ist bist du Das war alles! ein Cosplay. Ich hätte doch nicht einen Satz gesagt. Alter, das kann ich auch. Hey, Junge, 50.000 Likes gesehen, wenn der Peter so immer kostet. Easy, bei 50.000 Likes mache ich es. Donne, ihr wisst, was soll ich dazu genau dieses Skin? Lux hat sehr viele tolle Skins, aber der Scheiße, Star Alter. Guardian Skin ist einfach der beste, weil er süß und niedlich ist und Anime mit dem Spiel verbindet. Hey Lux, was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind Schlafen und Essen. Das Also jetzt übertriebst Was hier? Ja, nein, genau das habe ich ja gemeint. Genau das Story und ich gemeint. Wie will das machen, wenn du so eine Rollenspielfigur bist? I don't know. könnte ich den ganzen Tag machen. Ich liege im Bett, ich stehe auf und esse und dann wiederhole ich das. Und der Kämpfer. Hey Lux, in welchem Team bist du? Ich bin im Team Demacia. Ich komme dort her Stopp. und bin dort geboren. Das ist kein Team. Das ist ein Ort, ein Herkunftsding. Erst musste ich meine Fähigkeiten noch entdecken, beziehungsweise sie sogar unterdrücken. Aber heute kann ich es komplett ausleben. Hey Lux, wie ist die Beziehung wirklich mit Asriel? Das ist eine echt spannende Frage, aber da müsst ihr, glaube ich, Asriel selber fragen. Soweit ich weiß, schwärmt er für eine pinkhaarige Person. Kurzer Fakt. SL ist ein anderer Champion. Nein. Hey Lux, sind deine Haare echt oder gefärbt? Also, wenn ich in meine Star Guardian-Rolle schlüpfe, dann muss ich natürlich von blond auf pink gehen. Hey Lux, danke, dass du mal vorbeigekommen bist. Kein Problem, habe ich super gerne gemacht. Victoria S. fragt, warum Lux und nicht Jana oder so? Stopp. Geil! Es heißt Jana, nicht Jana. Lux war der erste Charakter, der einen Star Guardian Skin bekommen hat. Das war 2015 und ich war damals so begeistert von dem Skin, da er die Vorliebe für Anime von mir und ein Computerspiel verbindet. Sie ist halt angelehnt an die Sailor Moon Charaktere, was man ja auch sieht. Ah ja. Und das fand ich einfach so toll, dass ich dachte, okay, dieses Cosplay muss ich machen. Ich habe das damals auch 2015 sofort angefangen und damals gab es halt noch gar keine anderen Star Guardian Skins. Juni Mundi Pfei fragt, was ist der schönste Moment beim Cosplayen? Das Dumme Satz sagen. Kompliment bekommen, was das Kostüm schauen. ist definitiv auf Conventions, wenn besonders kleine Kinder zu einem kommen. Was? Kinder sind nochmal ganz Mama, Papa, das ist der Star Guardian Lux! Die haben ja gespielt! Ich bin der Lieblings-Champion. anders als Gleichaltrige. Sie sind total begeistert und sie blühen auf und sie lieben das einfach, wenn sie einen Charakter sehen, den sie vielleicht sonst nur aus dem Fernsehen kennen. Und die sind meistens so liebenswürdig und wenn man dann beispielsweise noch eine Waffe oder einen Zauberstab hat, dann gibt man den Kindern die fürs Foto in die Hand und dann Das kann jetzt Vollzeit-Titel sein. freuen die sich einfach total und die strahlen so viel Liebe aus und das ist einfach ein wunderschöner Moment auf einer Convention. Pico Rigolo fragt, kann man als Cosplayerin genug Geld verdienen, um davon leben zu können? Du Geld verdienen. Also ich glaube, die kannst schon Geld verdienen, aber ich glaube Ja, nicht. Ich gebe es mit Kalender. Nein. Was denn nicht? Schon mit so wettbewerbmäßig wird es Best Cosplay, weißt du? Das war nicht mit dem Cosplay. Nein. Weiter. Ja, es ist ein sehr harter Weg dahin und man muss sich wirklich intensiv damit beschäftigen und es intensiv betreiben und am Anfang auch sehr viel Geld da reinstecken. Aber es gibt sehr viele Cosplayer sogar auf der Welt, die wirklich davon leben. Was? Und meistens ist es halt so, dass sie von Commissions leben. Das heißt, dass andere Cosplayer, die einen bestimmten Kostümwunsch haben oder Accessoires oder Waffen oder ähnliches, die kommen zu diesen Cosplayer und sagen, hey, kannst du mir das machen? Und dann machen die Cosplayer das. Die bekommen dafür einen festen Stundenlohn und natürlich die Materialkosten. Und davon lässt sich so größtenteils leben. Ja, aber das ist doch kein Cosplay, das ist ein normaler Schneider. Ja, haben wir auch gedacht. Ja.
Das ist ja nicht mehr Cosplay. Und Scheich, was geht. Es kann aber auch Ja, einfach ein spezieller Auftrag, sagen wir so. Ja. passieren, dass, wenn man sehr, sehr bekannt ist, dass zum Beispiel auf Messen, dass man dort engagiert wird. Zum Beispiel auf der Gamescom ist das wirklich nicht selten, dass bestimmte Spiele einfach Cosplayer anschreiben und sagen, hey, kannst du dieses und jenes Cosplay machen und dafür bei uns am Stand sein, für uns Werbung machen oder einfach auch rum. Ich stell dir vor. Ja, ist so, Alter. So, weißt du, so ein Rennspiel. Also das Auto. Das ist einfach so Bodypainting. Nachher bist du selber so nachknau, oder? Nicht eigentlich. Geht dich vor, bitte. Was auch schon sehr gute Werbung ist. Manu fragt, besteht dein Freundeskreis eigentlich auch nur aus Cosplayern? Man könnte so sagen, dass ich so 2 Freundeskreise habe. Ich wohne auf dem Dorf und da ist dieses Hobby jetzt nicht gerade sehr verbreitet. Das heißt, dass ich dort Freunde habe, die vielleicht überhaupt nichts damit anfangen können und die überhaupt nichts damit am Hut haben. Andererseits habe ich halt die Freunde, die ich auf Conventions treffe, die ich überall in Deutschland kennengelernt habe, meistens auch übers Internet. Und die sind halt der Kreis, mit denen ich mich gut über Cosplay austauschen kann, mit denen ich dieses Hobby auslebe und mit denen ich genauso viel mache wie mit meinen anderen Freunden auch. Rembem33 fragt, lebst du deinen Hang zum Verkleiden auch noch anders aus? Ja, neben meinem Hobby Cosplay habe ich auch noch ein weiteres Hobby, was auch damit verbunden ist, aber dennoch etwas anders ist. Und zwar bin ich Maid in einem Maid-Café, welches als Event-Café Conventions besucht. Dort bediene ich Leute und tanze für die Menschen und bin einfach fröhlich. Ist das erotisches Tanzen? Es soll Maid-Cafés geben, die das als etwas Erotisches ansehen und das auch so verkörpern. Aber unser Café ist definitiv keins davon. Wir tanzen besonders niedliche Tänze, meistens aus Animes oder... Wo kann man da gehen? Alter, das ist ja richtig Uwu. What the fuck, Alter? Was ist das, Alter? Noch nie etwas von dem gehört. Ich weiss, was das ist. Das habe ich ein Anime mal gesehen. Also ich habe mal ein Anime gesehen. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das ist das Kaffee, die Frauen verkleiden sich so wie Maids an. Also so wie Hausmädchen. Ja, Dienstmädchen. Genau so, mehr nicht. Eigentlich. Habe ich gemeint. Ja, und die sind echt so normal Kaffee servieren, oder wie? Ja. Einfach ein bisschen in der Rolle vom Dienstmädchen, weißt du? Okay. Dienstfrau. Auch sehr stark in die Richtung K-Pop. Und da treten wir auf Bühnen, auf großen Conventions auf oder auch einfach im Café für die Leute, die dort sind. Hafti Baba 1212 fragt, Hafti Baba. Was warst du zuerst? Gamerin oder Cosplayer? Alter, was ist das für eine dumme Frage, Alter? Gamerin, logisch. Definitiv Gamerin. Ja, logisch. Das hat ja schon in meiner Kindheit angefangen, als ich meinen ersten Gameboy bekommen habe. Und dann später hatte ich das Interesse, diese Charaktere auch zu verkörpern. AK95 fragt, was war die längste Zeit, die du am Stück gezockt hast? Stopp. Es kann schon mal... Nein. So wie ich gesehen, so wie die spielt, also so World of Warcraft. 16 Stunden. Ich hatte 15 getippt. Niemals. 16 Stunden. 20. so sein, dass es so 10 Stunden Was? ist. Aber dann brauche ich Alter. auch meinen Schlaf. The Bubbling Curse fragt, So etwas dann stimmt Gamer, das Alter. Vorurteil, Bah. dass Frauen beim Multiplayer-Games bevorzugt werden? Als Frau würde ich definitiv sagen, nein. Aber andererseits würde ich auch sagen, es liegt nun mal an den Männern. Und wenn die Männer Frauen bevorzugen wollen, weil sie auch mal mit einem Mädchen spielen wollen, vielleicht weil sie keine Mädchen kennen, die dieses Hobby auch so ausleben, dann kann es auch schon mal dazu kommen, dass Mädchen in Spielen bevorzugt werden. Clarissa Urban fragt, warum ziehst du dich in eine alternative Realität zurück? Ich sehe Cosplay nicht unbedingt als alternative Realität, da ich ja immer noch in dieser Welt lebe und nicht einfach nur ein Charakter aus einer anderen Welt bin. Aber warum ich das mache, ist einfach, weil ich Spaß daran habe. Es macht mir Spaß, für einen gewissen Zeitraum jemand anderes zu sein, anders auszusehen und diese Person zu verkörpern. Sora21x fragt, findest du es nervig, wenn Leute Bilder von dir machen, ohne zu fragen? Ja, und da kann ich für alle Cosplayer sprechen, wenn ich nun sage, bitte fragt vorher.
Es gibt selten Situationen, wo wir die Frage verneinen. Wir freuen uns meistens sehr, besonders wenn man mit uns Fotos machen will und nicht nur von uns. Und es ist einfach sehr, sehr unhöflich, einfach Fotos von uns zu machen. Meistens passiert das dann noch in Situationen, wo man vielleicht gerade am Essen ist, wo man Pause macht. Oder die erste Schritt im Kostüm, what the fuck, Alter. Logisch, als ob das gleich abziehen. Pedro. Die Frage, wie läuft das auf dem WC? Ja. Ist alles abzuziehen. Fasnachten, ziehst du einmal ein dein Kostüm ab, wenn du gehst laufen? Wenn du aufs WC gehst. vielleicht sogar etwas am Cosplay richtet. Und dabei kommen dann oft sehr komische und einfach nicht schöne Fotos raus, was halt nicht sein muss. Wir hassen das wirklich geradezu und das sollte man unterlassen. Deswegen bitte ich euch, fragt Cosplayer vorher, bevor ihr ein Foto macht. Ja. Das ist ein Cosplayerin gesehen. Und machen wir so? Nein. Aber nämlich etwas mit Cosplayerin immer fragen für ein Foto, hä? Mhm. Ja. Einfach ein Foto von der Klasse. Wow. Wenn ihr von den Videos alle gesehen, wo wir reacten auf Frag einen irgendetwas, dann klickt auf Abonnieren und vergesst nicht das Glocke aufzudrücken. Wenn das Video 50.000 Likes bekommt, mache ich ein Star Guardian Lux. Star Guardian Lux Kostüm. Ja. Wird nie passieren. Oh, hell yeah. Das Internet ist krass. Folgt mir auf Insta, folgt mir auf Twitch, folgt mir auf YouTube. Fertig, Regen.